Goedemorgen. Ik wil jullie grüßen in ons Herr en Heiland Jesus Christus in noemen van ons Marius. We freuen ons dat we nach der Gelegenheit Hans der Top te komen. Wir hören immer über die ganze Welt, wo Christen versteht worden und wo die nicht kennen. Und wir haben noch die Freiheit, so wir freuen uns, dass wir das kennen. Besonders wenn wir dann daran denken, dass was alles in Israel, in Iran, in Ukraine, in Russland alles passiert, dass so viel Krieg und viele Menschen wurden umgebracht und viele nach, oder gestern gegen Abend, dann hat stets Iran noch einmal, oder hat stets auch angefangen mit Iran, Bomben, und ich weiß nicht, wo groß kann es werden, oder wo ist es, aber hier, wir wissen nicht, aber wir freuen uns, dass wir von der Gelegenheit haben, dass wir mit Freiheit Kansas da top kommen. Und es ist immer wichtiger, wenn wir daran denken, dass das ist der Titel von der Botschaft, von der wir uns von Menschen verleiten. Wir andere Menschen in uns Leben so einen großen Einfluss haben, dass wir gehorchen und vielleicht sogar uns gewassen und plauen von dass wir was Dinge tun oder nicht tun, bloß wegen was andere sagen oder tun, in der Stadt, wie Gott sich wird ankicken. Ich glaube, besonders wir als politische Menschen, ich glaube, wir haben hier unsere abzupassen und was das ist, was wir glauben und was wir glauben tun, von was Menschen uns sagen tun. Wir haben sehr viele Dinge gelehrt von klein an ab, was die sehr gute Dinge sind. Und wir haben viele Dinge gelehrt, was bloß sind, Preferences, also zu sagen. Das war wieder das Gleiche. Was ihr gesagt, sie haben noch einmal gehört, dort einfach nicht Wahrheit, wenn wir gucken, da wo meine Eltern dort haben gehört, dass sie abwaschen dort, wir ganz anders, das was ich abwaschen dort, und dann wird die Eltern, wir noch anders. So wir haben immer mehr gechanged mit den Tiden, aber den Spruch sein, sie haben es noch einmal gehört, oder sie haben es noch nie nicht gehört, oder sie dürfen es nicht. Das ist wirklich gleich Wahrheit. Und wir sind Dinge dort uns leiden, und an sie denken, Dinge, die wir tun oder nicht tun, haben wir sie gehört, dann macht das doch wohl so. Und die Dinge, die wir haben sie gehört, als politische Mennoniten, sind sehr gute Dinge. Es sind viele sehr gute Dinge dabei. Aber was die Dinge, wenn es durch Kampf nur die Säuligkeit oder nur Gott folgen, dann muss man ein klein bisschen schneller gucken, was sagt die Bibel wirklich. Wir können es sehr leicht Leuten verleiten, wenn die Nächsten sind gewassen, was heute läuft oder so läuft, und es steht, was Gott sagen wird. So, ich will in Kolosser Kapitel 2, wenn ihr in der Bibel mit Hand dreht, weil ich aufgetut habe. Ich will mir Versen durchlesen, und dann wollen wir vielleicht ein klein bisschen tiefer nach nachgucken. Kolosser Kapitel 2. Bei der 16. Vers, wo wir anfangen, aber wir nach aller Tag beten, wie Gott sein Wort angehen. Vor am Himmel, wir kommen für den Angesagt von des Mars, wir danken dir, Herr, für deine Liebe für uns. Wir danken dir, Herr, dass du hast den Sehen Jesus Christus geschenkt, in dieser Welt, dass er in Krieg für uns gestorben hat. Und wir danken dir, Herr, dass du hast den Heiligen Geist geschenkt, dass er in uns Hort kann regieren und uns tragweisen, dass wir uns nicht darin verleiten lassen. Und wir danken dir, Herr, besonders für den Wort von des Mars, dass wir die kennen, lernen und studieren, wo du unsere Horten aufbauen, was du uns, jedem einen von uns zu sagen hast, von des Marius. Wir danken dir all und für was du verstehen, durch Jesus in Namen. Amen. Kolosser Kapitel 2, Vers 16. Lot jünt, nu von keinem, dass ihr was und schwor merken, durch etwas, was ihr eten und trinken sollen, oder was ihr, oder wenn ihr Helgedau gehalten sollen, oder über Niemon oder in Sabbat. Da werden alles nur Schattenbilder von dort, was noch kommen soll. Der Wirklichkeit ist Christus selbst. Du dich nicht von Menschen verleiten, die du sagen, die machen ihren Knien in Engel anbeten, auch nicht von denen, die du sagen, sie haben Visionen gesehen und haben das kein Grund zum Grotreden, als bloß in ihnen abgepufften Verstand. Dort sind wir Menschen, die sich nicht an Christus den Kopf holen, von dem der ganze Körper taub geholt wird und durch Gelenke und Sehnen verbunden ist und wächst, so als Gott das gefällt. Wenn jemand Christus von der Gäste Welt und von der Gäste von dieser Welt gestorben sind, warum lud ihn dann wahre Gesetze ableihen,
aus, wenn je nach dieser Welt gehören. Sie sagen, du sollst das nicht anfutten, du sollst dort nicht schmecken, du sollst dort nicht anscheren. Dort wird doch alle unter der Hang verteert, und es ist nicht aus Menschenregeln und Menschenlehren. Das sieht wohl so aus, wenn dort sich selbst abgeleitete Fremdsein das in falsche Demut nur Weisheit legen. Wird sie den Körper schonungslos behandeln, aber die fleischlichen Leidenschaften werden dadurch auf keinen Weg unter Kontrolle gebracht. So, das ist ein sehr gutes, wichtiges Schriftstück für mich und die von dir. Wenn er sagt, dass hier mehrere Dinge, was er sagen, dass wir wollen ein bisschen durchgehen, einzelwiesen, ein bisschen sagen, was er zu uns persönlich zu sagen hat, hier von dir. Das ist der erste Vers, wo er sagt, Lut gönnt nu von keinem, dat je was schwer merken, door über was je eten und trinken sollen, oder von der Helge gehauen sollen, oder über Niemoon und Sabbat. Erstlich, wenn wir gucken, dann die hochdeutsche Übersetzung oder die englische sagt, auf Englisch sagt er, therefore, und das meint dann, das Wort vorabgesagt worden, worum hat das Stückchen nicht sagen, das. Auf der Hochdeutsche sagt er, so dann Lot geht nicht von irgendwem, dass ihr was schwer merken. Sondern mal für mich gucken, was er fördert. Fördert redet von Jesus Christus als uns alles. Wir hatten ein paar Mal die Pastor Herman abgebetscht, und redet ein bisschen von das. Und er sagt, für uns sagen sie, wir können nicht, auf Englisch sagen sie, don't put all your eggs in one basket. Nicht all die Eier in ein Basket nehmen, wenn das man ein bisschen verspreit sein, wenn all die Hoffnung auf das ein Ding ist, und wenn dann ungeschmiert war, dann ist alles vergebens. Aber was Paulus uns hier sagt, das ist wirklich, was in dieser Welt all unsere Hoffnung ist, und das ein Ding passiert, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. All unsere Hoffnung, all uns haben wird, alles, was wir haben, hoffen zu kriegen, ein Tag, ist alles fertig in das ein Ding hier so, Jesus Christus. Hier so, was Paulus hier zu dieser Kolosser, worum er das hier besonders einschrieben, dass hier wir ein Teil Dinge, wo sie falsch lernen, vielleicht haben wir Feuerdinge, vielleicht von den grazen Dingen, was die Menschen hier probieren fertigbringen, was sie sollen tun. Aber diese Feuergraze irgendwie, die wir in so einer Religion, die von Osten kam, sie sagt, das ist Religion from the East. Und da wären bloß verschiedene Dinge, wo sie ein bisschen das lernen wollen. Wenn die etwas sehr denken, und die ganz zu Hand geben, was die denken, dann wird das passieren, was die was haben. So, du hast Kontrolle darüber, dass du das bloß immer, da würde nicht so sein, dass wenn wir Zeit brauchen, um Gott anbeten, dass wir Zeit sind, um sozusagen meditating und nicht denken, dass wir bloß focusing on ein Ding, und dann würde das kann passieren für uns, wenn das, was wir sehr hier denken dann. Der nächste wird die jüdische Religion. Das wo der Vers von herkommt, du kannst nicht das anfuhren, du kannst nicht dort schmeiten, du kannst nicht mehr dort handeln, du sollst alles sagen, du kannst nicht, du matzen, du das, und das ist das, was die jüdische Religion bedeutet. Und dann wird die Philosophie, da wird ein bisschen so, was jemand meint, ist, wenn du immer probst, klicken und weiser zu werden mit weltlichen Dingen. Immer in Graut sein haben, like den ihn nicht verstanden, dass du glaubst, du bist Graut, weil du schon da Dinge weiten das. Aber alles bloß an weltliche Dinge. Und das wird ein großes Ding, was die Menschen probieren anzukoppeln. Und dann haben wir noch die christliche Lehre, wo Paulus anbringt. Also das sind vier große Dinge, und die dann alle bitte gehen anfällen, einer an den anderen Wort, du wirst gewähnt, was die Menschen sich sollen schwer merken, wo sie sich sollen anhauen. Aber was Paulus hier sagt, ist, wenn du hast, Jesus Christus angenommen als dein persönlicher Herr und Heiland, er sagt, lud kein Mensch, ob das ihr den gewissen schwer merken mit diesen Dingen, die eten oder trinken oder Heiligtag holen oder Niemoon oder Sabbat oder so weiter, wenn Jesus Christus als der Heiland über alles. Er sagt, lud kein Mensch, ob diese Welt, die kommt sagen, du kannst nicht oder du musst,
wenn sie hat eine Idee gekriegt. Wenn du nicht eine Farge in der Bibel hast, wo du sagst, weil wir für zum Beispiel sagen, du ist eine Farge, wo du sagst, du sollst nicht dort merken. So wenn du wegkommst und dir sagt, hey, dort merken ist arg, und wenn die das nicht wollen, dass wo das herkommt, und wenn die sagen, dann fragen das, warum nicht, und sagen, okay, well, Gott hat gesagt. Okay, du kannst nur horchen, wenn Gott hat gesagt. Aber wenn die kommen und sagen, du sollst nicht in eine rote Kopf fahren, warum nicht? Oh, das ist arg. Aber warum? Das ist bloß, wo wir das haben. Dann das sagen, einem sind gewesen, sagen, schwammer zu merken, dass einer hat vielleicht die arg die Klie, einer kann nicht irgendwo nennen, aber bloß zum Beispiel, Pferden sind die Fanje, ausschuldige kleine Dinge, wo wir abends ans Hand mit schwer gemerkt, und den nächsten darauf abzuladen sogar, und das ist kein Grund zu hängen. Also, das alles, was da hängen wird, ist ja abgepufft, verstanden. Bloß nicht kann sie irgendwem sagen, du tau zu bereden, und dann sagen sie, wenn nicht haben, könnt wir bereden, du tau. Der Trouble mit irgendwem sagen, zu bereden, zu irgendeiner Sache, ist das. Wenn ich nur irgendwas verbringen, was das Sache scheinen wird hier, und wir sagen, haben nicht mit der Schrift heran, aber nu kann ich bereden, dass in was sie denkt sollen tun, und was sie denkt nicht sollen tun, und ich habe das sehr fein ausgelegt, und Menschen sagen, okay, das hat sich gut, was wir tun. Der nächste Jahr kommt der nächste, und der Charakter gehen, aber ich habe ein bessere Gerät, habe ein bessere Rede gemerkt, wo ich kann, alle dort merken, wie sie denken, da wird Fäse nach hier, dann erst doch nicht, das ist besser. Dann da wir es dort Hand in her, ist die Wahl nicht mehr. Wir waren never nicht im Vorste Grund fing, wenn wir die Probe noch mal los Menschen zu bereden mit uns nicht abgepuffte Verstand, wenn wir dort tun. Aber wenn wir in Gott sehen würden, angehen und sagen, das, was Gott sagt, kann du alle gehen streiten, wenn sie wollen. Du eine Person, das in der ganzen Kirche, der ganzen Stube, der ganzen Familie, wird eigentlich glauben, dass wenn Gott hat gesagt, wie kann du fast abstimmen bleiben, wenn das nicht einem seine ähnliche Idee? Sie hat nicht mehr abgekommen. Gott sagt. Damit können wir uns festhalten, aber wenn Gott nicht gesagt hat, dann tut keinem nicht, könnt ihr gewassen, schwor merken, mit seinen Dingen, sagt er. In Kapitel 3, Kapitel 1, Vers 8, 18 sagt er, das, seid du nur, oder passt ab, oder horch, lutet nicht, passt ab, du fährst, die wollen die Proben am zu reden, lutet nicht, horch mal. Seid du nur, dass ihr nicht verladen, luten durch hohe Redensorten, wo nichts durchhängen ist, die bloß von Menschensturm oder von der Geisterwelt, die über nicht von Christus kommen. Dort ist so, in Christus wohnt alles, was Gott ist, ganz wirklich. Durch Christus habt ihr dort volle Leben und heute steht über alle Gewalten und Herrschaften. Bloß kann Gott reden oder Gott vertrauen oder Gott seinen Menschen anzureden oder zu bereden, das meint noch nicht, wenn das nicht in Gott sein Wort stimmt. Er sagt, seid du nur, passt ab, kickt, lest, liert, fängt ut. Nicht luten Menschen verleiden durch eine gute Rede, wenn du wirklich nicht du hängen ist. Er sagt, wegen wirklich haben wir uns ganze, volle Leben, so vieles ans Gemmel wird fehlen, in Jesus Christus, der Brück nicht bieten. Und wir machen abpassen, wenn wir dort sein, wenn einmal hier sieht, dann vielleicht so, okay, wenn Jesus euch genommen, dann kann ich in Sinn leben, das mir jankert, und das ist alles okay. Und das ist nicht, was ihr sagen wird. Wenn du Jesus Christus hast angenommen und den Heiligen Geist an dir hast, dann erst die gleich beiset an. Dann hat der Heilige Geist die Wiesen, wo die Soße nicht so hängen und braucht das kein Mensch dann. Aber in anderen Stellen sagt Paulus, das ist nicht neidig, dass irgendwer die was lernen wird. Weil wenn du Jesus Christus hast angenommen, der Heilige Geist an dir, die wird an die erste, die dir dann tragt gewesen, wo die Soße nicht so gehen. In Kapitel 2, 17. Vers sagt er, das wären alles mal Schattenbilder. Er redet von der Niemoon oder von Sabbathhöllen oder von alles anderen Gesetzen. Er sagt, das wären nochmal Schattenbilder von dort, wo noch kommen soll. Die Wirklichkeit ist in Christus selbst. Da wird er vorig merken, da wird alle merkt, taubpfoten, so dass es möglich ist, für mich, die einen Tag in den Himmel zu kommen. Er sagt, die Wirklichkeit ist Christus. Alle anderen Dinge wären nochmal ein Schattenbild von was da kommen soll. Da wir noch nicht da, was da kommen soll. Da weiß man bloß, was hinterher kommt.
Und wenn wir sind, zu dieser Wahrheit gekommen, dass wir das ansehen können, dass Jesus Christus ist wirklich alles, dann ist es Johannes geschrieben, in Johannes 8, Vers 35 und 36, sagt ein Sklave, der bleibt nicht ewig im Haus. Der sehen aber bleibt ewig. Ein Sklave ist zum Beispiel oder zum Vorbild hier als ein Sender oder eine unbekehrte Person. Wir wollen nicht immer, wenn wir uns nicht bekehrt haben, dass so gut haben, was wir hier in das Leben haben. Wenn du eine unbekehrte Person bist und du stirbst, dann ist das schlimm. Nicht später, nicht mehr so gut ist hier, aber dann sei es schlimm. Aber so eine Person, die du in Sehen ist, Jesus Christus, der bleibt ewig. Und wenn wir Jesus Christus annehmen, als unser persönlicher Herr und Heiland, dann haben wir einen Part von der Dreieinigkeit Gottes in uns, dann bleiben wir ewig das Heu. Das 38. Vers sagt, du wirst, willst du sehen, ewig bleibt, wenn in einem alles ist. Du wirst, wenn die sehen, die frei merkt, sind die wirklich frei. Keine Person kann die dann solche Dinge abteilen, in die das schwer merken, in den Gewässern solche schwer zu merken, damit. Wenn die sehen, die haben frei gemerkt, dann bist du wirklich frei. Der Unterschied zwischen Gott leben oder bekehrt sein ist, Gott will dein Hort. Der will nicht bloß haben, die so bewiesen von Büten, der will wirklich dein Hort haben. Wenn er bloß von Büten zu sein ist, dann braucht er nochmal bloß eine gute Rede, um die sein umzudrehen in ein Satzwort. Wenn er von Horten ist, wenn du wirklich hast die Haie gegeben zu Gott, dann kann die nicht umreden. Wir hören oder lesen von vielen Dingen von der Tiege Kirche, wo die Menschen, die waren gequält, alle Sorten weh. Und in Deutschland sogar verbrannt für ihr Glauben. Und sie singen Lobleider an Gott über dem, was das vierte Wort euch steckt. Das kommt bloß Jesus Christus, dann, wenn er in uns Hort ist. Wer will sich so quälen, bloß wenn wer ihm was Gutes vertraut? Das ist eine Veränderung in einem sein Hort. Du wirst sagen, wie das alles wird. Wenn ich hier warte, dann ist es bitter für mich. Der Apostel Paulus sagt, für mich zu sterben ist wirklich ein Gewinn. Und wenn wir Jesus Christus in uns Hort haben, dann ist das so für jedem einen von uns. Wenn wir über diese Welt sprechen, dann ist es bitter. Ich will nicht sagen, wir sollen du nur sehen uns zu Fremden tun, so dass wir hier nicht mal tun. Wir haben hier noch Arbeit zu tun. Aber wirklich, wenn wir sprechen, dann ist das bitter für uns. Wenn wir nochmal bloß proben, weil wir sagen, wenn wir nochmal bloß proben zu tun, oder zu sagen, dass wir haben Jesus Christus angenommen, so dass wir glauben, wir können mal Freiheit haben. Oh, nu kann ich dann, so dann sage ich, weil ich habe Jesus angenommen, nu brauche ich aber nicht mal düren, als der Himmel, der ist dann up für mich. Wenn das unser Drieb ist für das, dann sind wir noch ein Sklave. Wenn unser Drieb nicht als Jesus Christus unternehmen ans Hort willst, wir wollen im Himmel ankommen und am Dein, solange wir hier leben. Wenn wir nochmal bloß wollen sagen, okay, ich habe das getan, nu kann keiner mal mir was ableiten, ich habe Jesus angenommen, und wer sagt, hey, was du das ist auch recht. Oh, no, ich habe mich bekehrt. Dann bist du wirklich noch ein Sklave. Jesus Christus annehmen, das ist eine Hortensveränderung. Das ist nicht bloß, dass wir uns keine Freiheit geben, um alle Sorten Dinge tun, was vielleicht auch noch für seinen Sinn gewesen. Aber wenn du die Hand gibst, Gott nimmt die an. Dann sagt er, wenn die sehen, die frei merkt, du bist dann wirklich frei. Wieder in der 18. Vers in Kolosser 2 sagt, lasst euch nicht von Menschen verleiten. In der ersten Kapitel sagt er das all. Er sagt, das war, das ist eine wichtige Sache gewesen für Paulus hier für diese Menschen. Die werden so viele verschiedene Dinge für die Angehörigen. Die Menschen, die werden wirklich verletzt. Er sagt hier noch einmal, lasst euch nicht von Menschen verleiten. Die sagen, die machen die Knien in Engel anbeten. Auch nicht die sagen, die haben Visionen gesehen und haben sonst keinen Grund zum Grotreden aus ihren eigenen abgepufften Verstand. Sie proben einen großen Einfluss zu haben vielleicht in das Leben. Sie wollen haben, viele Menschen sollen in Folgen herangehen,
Aber das noch mal bloß, dass sie kann und nur haben, dass sie kann wer sein. Was war du ist das große Tarmgebiet war in Babel, die Menschen, die alle Tag schaffen, mit einem großen Tarm in Gott, der rennen alle, oder die sprechen das so verstehen, der Zeit, weil sie sehen, dass diese, die dann so schaffen, dass für sich selbst nun ist und luten Gott die ganze bieten davon. Wenn wir uns luten verleiden von Menschen, dann da wir sozusagen Gott wird sieht sein, diese haben was sehr gut gesagt, der tät sich mir so, das wird passen, der tät sich, das ist das, wo wir vielleicht noch einmal gehört haben. Und dann andere Dinge gehen, und da alles, was da verändert ist, dass sie kein bisschen Prüfer dann begrüßt sind, guck mal, wie viele Menschen mir hinkommen. Und du hast wirklich keinen Grund dahinter, bloß eher abgepufftet Verstand. Eben hast du keinen Grund. Der 19. Vers sagt, dort sind Menschen, die sich nicht an Christus den Kopf holen, von dem der ganze Körper abgeholt wird, und der Gelenke und Sehnen verbunden ist und Wurst. So ist Gott das gefällt. Sondern wird nochmal bloß dann proben, andere Dinge abzuleiten, was sie kann oder nicht kann oder nicht sollen tun. Und dann nochmal bloß von sich selbst reden, und Menschen sagen, gewissen Schwarte merken, er sagt, dort sind nochmal Menschen, wo Christus nicht der Kopf ist. Sie holen sich nicht an den. Sondern was das dann, wenn Gott sie holen, den sie kann nicht richtig verbreiten. Das ist Johannes der Döpfer, sie hat heimlich als wirklich klein da waren, so dass Jesus kein Gerater waren. Oder sie nun so werden geworden, so dass Jesus sie nun Gerater waren in die Gegend. Und jeder Person, was so der, dass sie wollen haben, nun soll getraut werden, dass soll nur gefällig werden, das handelt sich noch nicht um den Kopf, was Jesus Christus ist, was das hat gemerkt, möglich für mich in die Namen zu kommen. Aber er sagt, der was dort tun, dass Jesus der Kopf ist, all die Sehnen, Gelenke, wie kann sein, all die gläubige Personen, was dann zu Gott in die Gemeinde hören, das steckt alle taub und das was wieder. Und an der wieder was, und Gott in Himmel, der konfiguriert hat, waren sie keine Krieg, nicht ans ihnen. Uns Angang im Himmel nahen, und der, was abgedun wird, ist nicht bedingt an, was Menschen sagen oder glauben davon. Der Himmel der wird nicht abgemerkt worden für die, wenn die Regeln alle was genug kommen. Der wird nicht abgemerkt worden für die, wenn du ein sehr guter vollständiger Mann bist oder früh. Der Himmel der wird abgedun für mich und die, durch was Jesus Christus tut und den Kreuz. Und wer den annimmt und am Namen nimmt, es verändert und hat nicht mehr seine Gedanken, dass er bei diese Dinge driven, dann hat er seine Gedanken, wo kann ich Gott im Gefallen leben. Nicht zu sein, dass kein Mensch wird von dir wieder jemals fallen oder kalt fallen. Wir sind Menschen und wir leben noch in das Fleisch. Aber die drei wird sagen, was habe ich für Gott tun? Was wir glauben dann von der Seiligkeit, hat nichts zu tun mit, was wir jemals gehört haben von Menschen, die uns da proben deutlich zu merken, das handelt sich um, was Gott sagt davon. Nicht, weil Gott irgendwie das hat Profit zu sprechen. Die Seiligkeit, die kommt durch Jesus Christus allein, was er getan hat für uns an den Kreuz. Nicht, das nicht erst dabei. Hör mal, was der in Römer 10, Vers 9 euch aufsagt. Wenn du mit der Mühe Jesus als Herrn bekennst, das meint, du hast wirklich den angenommen, er ist den Herrn Heiland, dass du mit der Mühe bekannt und glaubst, dass Gott ihn vom Tod abgewirkt hat, wirst du seilig. Wer vom Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit der Mühe bekannt, wird seilig. Der Schrift sagt, wer immer und am glaubt, wird nicht zu schauen worden. Das ist das Wort, und hier können wir uns ganz anhören. Wird irgendwie uns anzubilden oder anzudichten, als wir Deutsche sind,
ist vielleicht schwer in England was andietschen werden, vielleicht sagen, wie der Lenk kommt damit. Aber was der Schrift sagt, ich habe uns ganz abverloren, 100%. Er sagt, wer von Horten glaubt und mit mir bekannt Wort säulich. Wer will dagegen streiten, das hat Gott gesagt. Wir können wirklich proben. Und die dürfen nicht in mir kommen sein zu streiten, mit einem guten Gott, wenn es hat das gesagt. Nicht die Leute verleiden von was Menschen sagen, wenn das nicht mit Gott sein Wort stimmt. Alles hält sich am Jesus und alles wird taub du dass vor dich du bist und du kannst ihn nicht beleihen oder von wegnehmen. Der 20. Vers sagt, wenn ihr mit Christus von der ersten Welt und von dieser Welt gestorben seid, warum lasst ihr dann wahre Gesetze ableihen, als wenn ihr nach dieser Welt gehören? Das ist ein sehr interessanter Vers, weil er sagt, wenn du dich hast bekehrt, du hast Jesus angenommen, du bist von dieser Welt aufgestorben, in der Wirklichkeit bist du nicht mehr, lebst du nicht mehr in dieser Welt, wenn du hier noch bist, aber du bist nu, deine Geburtsschiene, dein Passport oder dein Pass, wo dann sein, dein Tüß ist im Himmel. Du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Wenn wir hier in Knora ganz Tüß sind, unsere Geburtsschiene sagt, oder ein Citizen oder uns Passport sagt, wir sind hier in Knora ganz Tüß, dann kannst du nur stets vor, um zu besiegen, wenn du warst. Und wenn sie fragen, von wo kommst du? Von Knora. Dort war ich Tüß hier. Forscht vielleicht an Menschen besiegen, oder Vacation oder was immer, oder Mexiko, wo immer in der Hand hat. Wie kann du vielleicht irgendwo haben, aber wo ist dein Tüß? Der Passport, was du dann hast, sagt, du bist Tüß im Knora. Wenn du dir das Hand gegeben in Jesus Christus angenommen, dein Hort sagt, dein Tüß ist im Himmel. Du wohnst hier auf dieser Erde, aber in der Wirklichkeit bist du gestorben all zu den Gewollten in dieser Erde. Dein Passport sagt, du bist Tüß im Himmel. Wir lernen nicht bloß, was wir wirklich die Hand können. Das ist, wenn wir von einem Land nach das andere tragen oder von einem Haus nach das andere. Du kannst nicht in das alte Haus bleiben, in das nicht tragen zugleich. Du kannst nicht im Bett stehen sein. Du musst bei einem Haus alles rüt und abbringen, sozusagen, und dann in das nicht, dann wohnst du in das nicht. Und bitte ist mit uns, das nicht Haus ist all gekauft. Das ist aber betont. Jesus sagt in Johannes 14, ich gehe herab und merke eine Stelle reut für dich. Und wenn ich eine Stelle reut merke, weil ich träge, die holen, dass du kannst sehen, wo ich sie. So das nicht Haus ist all reut. Wir haben all den Passport in der Hand. Wir sind all aus Haus gesagt durch. Wir lernen bloß auch, dass die Move, die kommen, dass wir da hinkommen. Also warum lasst ihr danach wahre Gesetze ableiten von dieser Erde? Von dieser Welt. Die sind auch von dort aufgestorben. Die gehören nicht mehr dazu. Diese Welt hat viel Trouble, viel Gesetze und viel Regeln. Und er sagt, die sind gestorben zu dort. Nicht im Sinne, aber die frei kann sein von der Sinn. So, die kann wirklich Gott im Gefallen leben. Und dann darf keiner mehr in dein Leben zu dir sein, dass hier erst was aktiv ableiten, was schwer wird sein für dein Gewissen. Wenn das wird macht, die hier nicht mehr zu dieser Welt. Dann hier ist die Tüß im Himmel. In vielen Welt, so wie abgewaschen sind, sind in all Gesetze, in all Dinge, was wir uns vielleicht gelehrt haben, von klein an, vielleicht sind in all Dinge, was vielleicht noch einmal so Hand getan in der Riten im 4.3. Wir haben uns vielleicht bekehrt und wir wollen noch den Weg und da kommt das für mich selbst zu reden. Für Jahre werden in all Dinge, weil ich so denke, oh, das bloß sei ja wieder erreicht. Das macht bloß nicht so das. Und dann fragt ein Bruder einmal, okay, warum nicht? Was hast du je? Sag mir mal, wo wird das dann so sein? Und dann habe ich meine
mijn vertelde wat ik leven daar en zei, oké, wel waarom maar zeggen, wat zegt Gott davon? Ich habe mich bekehrt, so ich will das zu tun. Und dann wurde ich an Gott sein Verzeiht gesagt. Ich werde nicht mal fast und dort gesagt, was ich mir vielleicht selbst habe abgeleitet, braucht das keine Schuld geben dafür. Aber ich halte mich noch fast an den Dingen, wegen das bloß, was ich gelehrt habe oder wo ich mein Wunder. Und wirklich, die Sinn hat mich frei gemacht von den Dingen, ich durfte nicht mehr beim Leben. Während uns nicht gewesen, willst die Dinge, die wir uns gelehrt haben von klein und das wir abgebracht sind, die meisten plottische, mennonitische Menschen sind sehr religious abgewachsen. Wir hatten da Dinge, das macht es das und das macht es das und das macht es das. Und nicht, dass die Dinge selbst schlecht sind, aber wenn dort ist uns Weg, wenn wir glauben, dass dort wird uns den Weg wiesen im Himmel, dass wir davon können merken, dann ist das auch das falsch und das wird niemals wieder von ihr reden. Willst wenn ihr sehen, die haben frei gemerkt, dann bist du wirklich frei. Nicht die Leute verleiden, nicht Leute, die in gewissen Schwur merken, mit so Dingen, die bloß menschliche Lehren sind, was nicht an Gott sein Wort stammt oder von handeln hat. So aus der 21. Vers sagt, sei sagen, du sollst das nicht anfuten, du sollst dort nicht schmecken, du sollst dort nicht anscheren. Das sind solche Dinge, weil wir bloß sagen, die jüdischen Menschen, die können nicht seine Dinge essen aus Schwein oder seine Fleisch, was von Schwein kommt. Da werden sehr große Anrecht für die. Und doch, als Petrus ab das Haus wird, dass er im Gebet wird zu Gott, kommt das Lehren rauf mit allen Sorten Tieren dabei, was er wirklich vielleicht von seinen Arenen was, sagt Gott, sei du nicht, dort das andere, was ich hereingemerkt. Kriegt das mit mir in die in dieser Welt. Wie wir manch der Wille Tieren. Wie wir nicht manch Gott sein Volk. Und doch, als Jesus Christus für uns gestorben, wie wir und wie nehmen wir an, wie wir reingemerkt. Und wir sollen uns niemals nicht wehren, zu irgendwem zu sagen, dass du bist nicht in Christ, wenn sie sagen, sie hat Jesus angenommen, die Früchte wird danach von kommen, aber das ist nicht für mich in die zum Rechten, und dort freut mich grülich, dass ich dort nicht brauche. Wenn wir sagen, dass sie hat Jesus Christus angenommen, dann können wir sagen, gut, dann sind wir Brüder oder Schwestern im Herrn. Aber wenn die Person sich nicht hat bekehrt in der Sache, dann die Früchte wird kommen. Du brauchst wenig ans Matüren. Die wird kommen. Und dann sagen, du kostet nicht, oder du machst nicht, oder du machst. Die Dinge haben keinen Umfug mehr da. Das sagt, dort wird auch alle unsere Hänge verteert. Anders zu sagen, da wird alle vergehen, oder verschwingen, oder verfühlen, oder zernischt werden. Das sind solche Dinge, die bloß von Menschen lehren kommen dann. Und es ist das nicht aus Menschen regeln, in Menschen lehren. Dann sagt er in der 23. Vers, das sieht wohl so aus von dort, wenn die diese Dinge tun. So das ist nur, wenn wir sagen, wenn ich nicht so religiös gesagt werde, und ich komme nicht bekehrt, und ich probiere alle Sachen zu bereden, dann wird diese Vers korrekt passen. Wir sagen, das wird wohl so lauten aus von dort, soll es abgeleitet fromm sein, oder christliche, oder göttliche Dinge oder so sein. Das wird so lauten, es soll es abgeleitet fromm sein, in falsche Demut. Weißt du, was falsche Demut ist? Wenn wir, ich will erst den Vers vielleicht ganz verlängern lesen. Das sagt, falsche Demut in nur Weisheit liegend, will sie den Körper schonungslos behandeln, aber die fleischlichen Leidenschaften werden dadurch auf keinen Weg unter Kontrolle gebracht. Aber ich sage, das habe ich sehr viel Experience mit, wie es die Mennoniten. Wir haben gründlich sehr viel Grenzen uns gesagt, alle Wehen. Und sehr viele Dinge, was wir können tun, und was wir niemals können tun, und was wir machen tun, und was in der Sinn ist oder nicht, dort du nur aus Menschen Regeln
gemerkt, ungefähr gesagt sind. Also das lässt sich so verbieten, vielleicht so, als wenn das fromm ist, oder gut, oder heilig, oder christlich. Verbieten so zu sein, würde vielleicht so lauten, das Volk hält sich so sehr treu, das lässt sich so fan mit dir. Als wenn es so alle unter Kontrolle hat. Er sagt, so als falsche Demut, das lekend Weisheit, will sie dann ihre Körper schonungslos behandeln. Das würde besser sein, als wenn wir nach wollen, Pieten Bauge fahren, Pickenräder und so weiter. Wir tun uns Körper viele Dinge an, schonungslos. Wir tun uns durch doll Dinge, das schwere Leben merken. Das wird einmal nicht so leicht sein, Himmel zu kommen. So, je schwander wir das hier kann haben, je besser wird es sein von uns im Himmel. Ist das nicht ein bisschen so? Haben nicht so eine Dinge gehört? Das wird mal nicht so leicht sein. Du willst, habe ich nicht Gummerehrer haben, oder ich brauche die Dinge, das können viele Dinge sein in uns Leben. Aber bloß ein Bild, um sein sehr schweres Leben sein zu merken von uns selbst. Von Büten möchte das vielleicht noch mal reich zu luten, dass er können gut sein. Von Büten möchte das vielleicht noch mal reich eine Weisheit luten. Und da können sogar die Weltmenschen oder so eine göttliche Menschen, die nicht mehr weiten von Gott, wird vielleicht noch kein reich zu luten, dass das sind sehr gute Menschen. Sag ich, aber diese oder die fleischlichen Leidenschaften waren durch auf keinen Weg in Kontrolle gebracht. Habe ich jemals von Dingen gehört in so einer Gruppe, wo sich so sehr Hand apart gesagt und Träger holen, dort sehr, wenn kann sagen, böse Dinge mitgedreht wird? Sehr schlechte Dinge fertig, nicht? Das sagt hier, die Dinge von Büten, wenn du es dort so kann und nach Gott luten von der Zeit, aber das ist nicht möglich, für die Dinge, die in Fleisch unter Kontrolle zu bringen. Dort die nicht was böse Dinge driven. Das ist nicht möglich. Von Büten muss das noch so luten. Von seiner Worte vielleicht nicht in der März sind. Aber er sagt, ich kann mal nicht, was das kann, den Fleisch und das Janka, der Fleischeslast, Überslast, kann unter Kontrolle bringen. Nicht möglich. Ein Ding kann das tun. Jesus Christus, wenn dein Dien hart ist, wenn wir sehen, die frei merkt, dann bist du wirklich frei. Wieder in Kolosser 3, Vers 1, durch 3 sagt er nach der Stadt, wann je nun mit Christus von dort abgestoßen sind, hast du bekehrt, hast am angenommen, er sagt, wann du wirst diese Welt aufgestorben, nicht? Lese wie groß. Sagt, nu, wenn je mit Christus von dort sind abgestoßen, dann segne dort, was boven ist, wo Christus bei Gott und der Rechte sieht, sagten dort, denkt an dort, was der boven ist, und nicht an dort ab ihr. Wenn der Dinge ab ihr, sie will von aufgestorben, nicht? Denkt nicht mal an die Dinge ab ihr fertig. Wenn du, da ich wollte vielleicht nicht sagen, gut als möglich als fertig, kick wie die sind, und wir kicken so sehr ab die sind, dass wir beim Bleiben dann. Er sagt, kick nicht mal an die Dinge ab ihr. Weil es da, wo du kicken warst, das wo dein Ziel ist, das wo die Hangen ist. Wenn du kicken, das sind die Dinge, wo die Buben sind, wie dein Ziel ist, nicht Jesus, dann fangst du immer Dollar an und zu leugnen. Er sagt, die sind gestorben, und ihr Leben ist mit Christus und Gott verstärkt. Die sind gestorben von dieser Welt. Wenn du in wahre geborene Christ bist, sagt er, du bist gestorben, und dein Leben ist wirklich mit Christus in Gott verstärken. So zu sein, die Welt kann die nicht mehr sagen, dann keine Unfut an die kann nicht mehr bei dir, weil du bist in Gott verstärken mit Jesus Christus. Das ist, was Gott sein wird sein, das was die Wahrheit ist. Nicht die Leute verleiden von Menschen oder von Dingen, was du einem von Gott wegdrehen und einem seine Dinge sein, nur zu folgen. Du kannst nicht weltlich leben oder einen Sinn leben in uitgetekend sein für Gott auf derselben Zeit. Wenn du gestorben bist in dieser Welt, dann gehörst du nicht mehr zu, dann dass du für Gott leben, dann bist du nicht mehr mangelnder Sinn. Dann verlässt du dort, in das Gott herumfallen. Das ist ein Ding, was der Jesus in mir und die das.
der wenkt uns von der Beise nur der Gode. Wenn wir wollen uitgetekend sein für Gott, dass wir vielleicht haben von gehört oder gelehrt, dort wir als die Deutsche Mennoniten, wir sollen uns im Westenreich vielleicht antragen oder vertrauen oder so, wir sind die Uitgewählte, wir sollen uittekenen. Und doch sehr viele Beise sind jetzt an, manch die Deutsche kriegt sich dass jeder andere Sorte Menschen auf der Welt. Bei so einer Person, was Jesus auf euch genommen, die drehen sich von dort weg, dass der Heilige Geist an die sagt, das ist nicht gut, wir wollen den Weg gehen. Das ist, was wir uittekenen wollen. Wenn wir wollen uitgetekend sein, dass die Welt weiten wird, wer die Besten zu wem die hier das? Jesus sagt uns, wo wir uitgetekend worden sein. Hör ich mal. Johannes 13, Vers 34 und 35. Er sagt, ich gebe ihnen ein Niet gebaut. Je sollen ihnen untereinander gut sein. Kraag zoals ich ihnen gut gewas sie. Jene Leib voneinander soll so groß sein, als meine Leib verjüngt. Wenn die Leib untereinander haben, wird alle Mann sein, dass die meine Jünger sind. Mein Wunsch in Gebet für jeder Mensch von uns ist, dass wir wollen, alles, was wir hören und sein, mit Gott sein Wort ist bemerken, wie du nur horchen tun. Und wenn gut ist und das stimmt, fein. Wenn nicht, das wird sie leiden sein, das geht nicht. Nicht die Leute, die verleiden von Menschen, nicht irgendwem Leuten, die gewassen schwor, merken, dass die nicht gut tun, das begabt, wenn die Schrift das nicht sein wird. Wenn die Schrift sagt, du sollst ein gewisses Ding nicht tun und du das, dann hörst du nur, der Heilige Geist wird dir vermuten mit so einer Dinge. Hörst du nur und dann verändert die Dinge, was du fehlen, aber nicht Leuten Menschen Dinge ableiten, was nicht schriftlich oder biblisch sind, bloß darauf, dass sie selbst können, mit ihrer Grotreden und abgepufftet Verstand sein, Sachen könnt wir bereden. Gott, sein Wort sagt dir, alles, was du zu weiten hast, der Heilige Geist, was dir dann leiden in die Wesen, was du wahr ist oder nicht, das darf nicht von Menschen kommen. Wir werden zum Schluss noch dort beten. Vater im Himmel, wir kommen noch einmal vor dir. Wir danken dir, Herr, für deine Liebe für uns. Und wir danken dir für dein Wort, weil wir sein immer wahrer, die Wahrheit, was die Bahn ist, dass das wirklich von dir kommt. Und wir können sagen, Herr, dass wir als Menschen können uns vielleicht sehr klar oder Weise abstellen und wenn das nicht mit dem Wort stimmt, dann wird das alles vergehen. Wirst du uns halten, Vater, mit den Heiligen Geist in unsere Worten, uns tragweisen, uns regieren, uns leiden, so dass wir immer nur die legnen und nicht nur dort, aber so dass wir in das Leben, solange wir hier haben, dass wir hier sind, wenn wir hier auch gestorben sind und auf dem Weg im Himmel sind, willst du, hast das gemerkt für uns. Wenn das auch so ist, überhaupt uns hier in diesem Leben einen Einfluss haben, für den Himmel sein helfen. Dass mehr Menschen wollen die Wahrheit hören und mehr Menschen wollen sagen, was verleiden ist und was wirklich wahr ist. Wirst du uns stärkste Weg halten, wenn wir Gelegenheit haben in unserem Leben, wo immer das sein, in unserer Familie, in unseren Arbeiten, wo immer das ist, dass wir können ein Licht sein und ein Licht von Wahrheit. Ich danke dir, Herr, für was du tun hast, für uns, und was du noch warst. Durch Jesus in Namen. Amen.